Sie auch dem Herr Adam, nächsten Redner ist den Herr Ferner Karteiser. Herr Präsident, Damen und Herren, nachdem ich die pure Intervention in der Mitte nur gelauscht habe, will ich eigentlich nicht die Reden, die reden schon gehalten, an dem ein bisschen auf das Gesetz angegangen ist und wiederholt wird, was am Gesetz steht und das ein bisschen so kommentiert wird. Aber ich meine, dem, was wir hören haben, also es ist wichtig, auch noch ein paar Konsiderationen dabei zu machen. Erstens will ich aufhängen, wieder doch nicht zu vergessen, und einem großen Merci an den Rapporteur, den mehr verdient wird, wie sein mündlicher und schriftlicher Rapport. Und ich will gleich auffügen, dass es normal und wichtig ist, dass wir als Forschungslandschaft heute zu Lützeburg regelmäßig überprüfen, auch durch externe Wien. Aber dass man dann auch muss vielleicht gucken, wem wir den Rolle aufvertrauen. Also richtig, die OECD zu fragen, also richtig, ich weiß nicht, was die Justifikation wäre, wie den oder den Kabinett-Expert zu Paris zu beauftragen, hätte man nicht auch müssen erwähnen von großen Akteuren an der Forschungslandschaft selber, wie im Conseil National de la Recherche Scientifique, von Fraunhofer, von Max Planck und anderen, die aber einen anderen Blickwinkel und eine andere Expertise noch hätte können herbringen, wie just ein OECD. Das ist man eine echt froh, die ich an den Raum will stellen. Ich weiß nicht, ob der Minister mich hört, mir vielleicht wann den Herrn Noen kann lauscht, dann können wir dann auch an der Diskussion darüber gehen. Ich hoffe und Hoffnung, weil haut abgehen, dass der meist nach lauscht. Ich werde just einfach schmengen. Entschuldigung, Herr Minister, aber ich habe gehofft, ihr könnt mal lauscht. Ich lausche nicht nur. Nein, das ist schön. Gut, die zweite Bemerkung, die ich wollte machen, dass wir, nachdem wir hier eine Diskussion haben, dann ist es froh, was ist eigentlich das Verhältnis zwischen Politik und Forschung? Was sind legitime Forderungen von der Politik, und was sind illegitime Forderungen von der Politik, auf jeden Fall mehr problematischer. Legitim, also sicher, wenn wir gerne Return on Investment hätten. Valorisation von der Recherche Scientifique und ihre Resultate, die auch an diesem Gesetz angeschwärzt wird, ist sicher legitim. Da sind auch ein paar Akteure hier am Land, die sich zum Beispiel im Start-up bekümmern. Und ich meine, das muss man auch konsequent fordern, Flexibilität durchbringen, soweit es nicht mehr geht, für da auch mit dem Ausland als den Hauptkonkurrenten und im Bereich wirklich können mitzuhalten. Ich meine, da muss man noch ein Stück viel gehen, muss also auch die Sektoren rausziehen, die am Krise sicherste sind, wo man die Recherche können so umsetzen, dass sie auch mehr langfristig Retombee für die Ökonomie haben. Also legitim, der Return on Investment. Das zweite, was doch am Ende legitim ist, dass man für Visibilität von unserer Forschung sorgen, dass doch Lützeburg bekannt ist als ein Land, das dann Forschungen unterstützt. Da kann man sich scheinbar vorstellen, dass das genug gemacht. Ich würde als Beispiel das Max-Planck-Institut, das schon finanziert wird, aber wo schaffen die Chercheure? Sind die nicht DAX am Ausland? Sind die sich bewusst, dass sie für Lützeburg bezahlt gehen? Was als Retombee für Lützeburg en termes de Visibilität von denen Chercheuren, die dann dort arbeiten? Und das sind aber Fragen, die manchmal auch legitim sind, weil wir hier schon so Investitionen machen, wie zum Beispiel das Max-Planck-Institut, das wir hier aufhängen, da muss auch garantiert sein, dass da auch an der Communauté Scientifique International Lützeburg als Wissenschaftsstandort identifiziert wird und dass das nicht mehr gesagt wird, dass das ein deutsches Institut zu Lützeburg, mir auch die Lützeburger Identität für dem Institut der Klar rausgestracht wird. Das sind also legitime Konsiderationen an der Wissenschaft. Und da geht es aber problematisch, wenn zum Beispiel, wenn man froh, welche Wissenschaft soll da gemerkt gehen, und auf welchen Rahmenbedingungen. Das haben wir noch nicht hier diskutiert oder noch nicht viel diskutiert. Die Sprecherin von der LASAP hat gesagt, Forschung und Entwicklung müssen sich ein bisschen von der Gesellschaft aufpassen. Das ist ein Deal, wo recht. Die Wissenschaft kann sich nicht darüber limitieren. Sie hat nicht, wie Datei kann gelesen gehen, ein Sujet zu einem oder Objekt von einem totalen Utilitarismus. An der Wissenschaft muss es Platz geben für Initiativ. Es muss Platz geben für Grundlagenforschung, auch immer mehr zu Lützeburg, weil man als einfach an einer Kategorie rabbewegen, löser, kann nicht nur eine Recherche appliquer sein, ob Zeit. Und es muss geguckt werden, welche ethische Kriterien die Wissenschaft dann hier im Land funktioniert. Wir hatten noch vor kurzem geschwärzt von einer wichtigen ethischen Komponent an verschiedene biomedizinische Bereiche, wir dürfen auch da nicht dran bleiben. Also, Wissenschaft darf nicht klar werden, wo gesellschaftliche Besoin sind, aber sie muss an ihrem eigenen Wert, an ihrer eigenen Entfaltungsmöglichkeit respektiert gehen. Wie gesagt, wir sind hier in einem Spannungsverhältnis zwischen dem, was wir als können erwerben als staatliches Finanzement, an dem, was man wo Respekt muss bringen für der Freiheit und der Unabhängigkeit von der Wissenschaft. Wir hatten noch kurz geschwärzt, ich meine, Adam hat das rappeliert über die gesellschaftspolitischen Fragen, die auch an der Uni Lützeburg diskutiert gehen. Wir müssen aufpassen, auch auf der Universität,
dass die Universität an die Forscher, die dort schaffen, nicht so einen verlängerten Arm, wo Ministere gehen, nicht schaffen, zum Beispiel an einem Bereich, an einem anderen Bereich an der Education, praktisch als subventioniert Forschungsinstitut, das für ein Minister schafft und dann noch politisch Ziele, wenn dem Minister überhält oder matt formuliert. Das ist nicht ein Objekt von der akademischen Unabhängigkeit von einer Universität. Und auch da, mengen ich immer Bewegung, die vielleicht nicht die richtigen ist, aber muss auch von der Pädagogik auf der Universität oder von anderen, von denen Bereiche erwarten, dass sie sich ihrer Unabhängigkeit, ihrer akademischer Unabhängigkeit gegen die weiße Regierung bewusst sind, gibt das natürlich ein finanziell Brechto besteht. Nach zwei anderen Bemerkungen, die vielleicht doch auch vom Staatsrat abgeworfen, die auch vom Staatsrat abgeworfen gehen, an der seriös. Wir leben in einem ganz kleinen Land, und an einem ganz kleinen Land kann wirklich durch die Möglichkeit, die an diesem Gesetz geschafft wird, nämlich dass ASBL auch können bezahlt gehen für Forschungsarbeit, dass sie können subventioniert gehen, dass man einen Genre-Subventionsklientelismus rautrutschen. Die Angst gibt bei mir noch bestärkt sind, dass scheieren 100 die geringen Kollegen das ganz gut fanden, das ist für mich ganz positiv zeschen. Ich ging warnen dafür drohen, für wirklich hinzugehen an die ASBL, also ganz wichtigen Ursprechpartner für als wissenschaftliche Hilfe gesehen, weil das riskiert, an die Richtung zu gehen. Es wäre besser, wirklich zu probieren, auf einem hohen Niveau wissenschaftlich Arbeit, Forschung zu betreiben, wie du an einen Lützeburger kleinen Subventionsklientelismus ranzurutschen, die Gefahr also auf jeden Fall reell, und ich bin dem Staatsrat dankbar, dass die abgeworfen wird. Die zweite Bemerkung, das sind die Quoten, die ja überall groß Begeisterung ausgelöst haben. Ich will nicht Position von der ADR über Quote wiederholen, die kennt sie, aber ich will die von der DP vielleicht kurz vorlesen. Das ist eine Zeitung, was auf meinem Schreibtisch leid viel, und schon durch ein FAM-Magazin vom Oktober 2013 Leute gehabt, lesen ich lo, was eine eminente Kollegin aus der Regierung, mit der Maggie Nagel gesagt hat. Le DP se prononce contre l'introduction des quotas. En tant que parti libéral, nous sommes d'avis que ce n'est pas le sexe, mais plutôt la formation et les qualifications professionnelles d'une personne qui doivent être déterminantes. Aber demokratische Partei recht hat zu Recht. Also, da können wir als ADR nicht mehr bravo so in der Reisposition mit 100 Eis, da dir die Position einfach so abgeht. Die hat die jahrelang verdedigt. Schon notieren, dass am Stadter Chefrot wo nach Mann an nicht wieviel Damme sitzen, ein Herr an nicht wieviel Dammen, der Lodo gewählt Quoten nachfeieren am Stadter Gemengerot. Das einfach die Quotendiskussion als eine unsinnig Diskussion. Wir sollten gucken, wie doch am Sinn vom Gesetz aus, dass man qualifiziert Leute kriegen, wo das Geschlecht vollkommen egal ist, mit dass man gut die beste Leute kriegen, an die soll man holen, ob Frau oder Mann ist komplett egal, umso mehr. Und ich verstehe all die Parteien nicht, die engerseits als wollen erklären an andere Politikbereiche, da wo es arrangiert, dass das Geschlecht nicht mehr ein soziales Konstrukt ist, dass es überhaupt kein biologisches Geschlecht außer äußerlich Geschlechtsmerkmale gibt, da ist es dann nicht mehr ein soziales Konstrukt. Wenn wir aber hier in diesen Bereich kommen, als bemol determinant für Posten zu kriegen. Da ist einfach eine Kontradiktion, nicht nur, dass wir die ganz Quotendebatte als unsinnig fanden, am diskriminatorisch gegenüber den Frauen, die sich nur als Quotefrau vielen Sachs zu Unrecht, aber vor allem als auch inkohärent, weil die Lenkparteien einkehr biologisch Geschlecht relativieren an andere Gesetze, wann es ihnen da passt, zu einem determinante Kriterium in ihrer Politik erheben. Die ganze Diskussion ist komplett unsinnig. Ähnlich wie DP bleiben wir aber bei dieser Position, und wir werden noch langfristig recht kriegen. Der letzte Kommentar über die Quoten, da kann ich noch vielleicht so, was die größte Gefahr der Hand hat, bei all denen da Sachen. Sowohl bei dem Ursprung vom totalen Utilitarismus in der Wissenschaft, den der SAP haut erhoben hört, wie auch bei den Quoten, als ein Gefahr drohen. Und das ist Politisierung in der Wissenschaft. Wir können mit diesem Gesetz an allgemein an unserer Politik nicht hingehen, wie wirklich die gesellschaftliche Ursprüche und Wissenschaft so weit zu treiben, dass wir Wissenschaft politisieren. Das darf nicht sein, und ich meine, als Verantwortung, als auch dafür klare Grenzen zu haben. Das gilt sowohl wie die ASBL, es gilt bei den Quoten, es gilt beim Utilitarismus, es gilt beim Return on Investment. Wir müssen einfach ein Devoir de retenue als Politik, wenn wir über die Wissenschaft schwätzen, aber man mit hier zu dienen haben. Das gesagt, Herr Präsident, Madame, ja, Herr Präsident, die Damen und die Herren, so ein Schilmots, merci für Aufmerksamkeit. Aus all den Sorgen, die ich hier vorbringen, werden wir als enthalen. Wir fanden es ganz schön, ganz richtig, ganz gut, dass wir die Wissenschaft hier im Land fördern, auch über den Fonds National de la Recherche, dass wir sie fördern, erfordern. Aber wir haben viele Sorgen an diesem Bereich, auch Sorgen mit diesem Gesetz, und dafür können wir nicht durch 4 Stimmen mehr enthalen. Vielen Dank.